Kamp, Madame Kamp, die hat Wort. Ja. Herr Präsident, liebe Damen und Herren, Gefahr von Firmen ist bekannt, und aber bleibt es aktuell. Firmen ist noch immer die erste Ursache für freizeitigem Tod. Im Jahr 2019 gaben ungefähr 780.000 Todesfälle auf den Konsum von Tabak hin zurückgeführt. Laut der Weltgesundheitsorganisation WHO wird auch das Passivfirmen all Jahres zu bald 19.000 weitere Verstorbenen an der EU. Auch zu Lützeburg bleibt die Situation alarmierend. Eine Etude über die Tabakprävalenz von 2022 weist, dass 21% von der Bevölkerung firmen, davon 20% alldach und 8% gelegentlich. Besonders besorgniserregend ist die Situation bei den Jungen. An der Alterskategorie von 15 bis 24 von bald ein Drittel. Das Zahlen machen deutlich, dass der Tabakkonsum noch immer eine große Herausforderung für die öffentliche Gesundheit darstellt. Das Projet de Loi, über das wir heute schwatzen, soll dafür klare Zeichen setzen, für eine mehr konsequente Prävalenz, für besser Umgang mit Firmen und für allem den Schutz von unserer Jugend zu stärken. Das Projet de Loi verfolgt zwei große Ziele. Die Transposition von der EU-Direktiv 2022-2100 vom 29. Juni 2022 die Direktive von 2014-40 ändert, für die Spezialausnahmen für erhitzende Tabaksprodukte abzuheben, weil der Markt für das Produkt stark gewachsen ist. Verbesserung von der Transposition von der Direktive 2014-40 über die Fabrikation, Präsentation und Verkauf von Tabaksprodukten und verwandte Produkte für pure Definitionen und Bestimmungen notzuführen, die damals nicht mehr überholt wurden. In den letzten Jahren hat sich der Tabaksmarkt stark verändert. Neben den klassischen Produkten treten immer erhitzten Tabaksprodukte immer mehr in die Vitrine. Die EU-Kommission hat bemerkt, dass ihr Verkauf an ein paar Membersländer um mehr als 10% geklommen ist und dass sie mittlerweile über 2,5% vom gesamten Markt ausmachen. Für diese Wachstum zu bremsen und Gesundheitsregeln und die neue Realität anzupassen, hat die EU dezidiert, das Verbot von Geruchs-, Geschmacksaromen auch auf erhitzenden Tabaksprodukten anzubreden und Gesundheitswarnungen und Informationsmessagen auch auf das Produzieren auszuweiten. Durch diese Maßnahmen wird verhindert, dass neue Formen von Tabak attraktiv oder unschuldig durchgestaltet gehen. Zielsetzung vom Projet de Loi ist schließlich durch Amendement gouvernementaux vom 17. Mai 2024 erweitert gehen. Die Regierung hat die Gelegenheit von den laufenden parlamentarischen Arbeiten genutzt, für nicht nur die EU-Direktive umzusetzen, sondern auch gesetzliche Kader für die neuen nikotinhaltigen Produkte anzuführen, darunter die sogenannten Nikotinsäckelchen. Das Amendement hatten dafür ein Doppelziel: Bemerkungen vom Staatsrat zu berücksichtigen und Gesetzgebung und die neuen Realitäten im Markt anzupassen. Die Amendements gouvernementaux bringen mehr Klarheit an eine moderne Gesetzesbasis für die neuen nikotinhaltigen Produkte. Zusammengefasst kann ich sagen, Definitionen vereinfacht gesehen, Nikotinsäckelchen, dasselbe Reklam, Sponsoring, Verbot, wie Tabaksprodukte in der Stadt gesehen, Fabrikanten und Importateuren müssen Zusammensetzungen der Gesundheitswirkungen melden und Verpackungen müssen Warnungen enthalten. Bestimmte Additive wie Koffein, CBD oder Aromen, die Gefahr verdecken, sind verboten. Der Nikotingehalt wird limitiert und der Staat kriegt eine explizite Rolle an der Sensibilisierung über die Risiken. Darüber hinaus gehen Kontrollen verstärkt an den Verkauf oder die Nutzung durch minderjährige Chlor verboten. Neben den Amendements gouvernementaux wird das Projet de Loi auch durch 2 Serien von Amendements parlamentaires ergänzt. Das taten zum Ziel, die gesetzliche Kader weiter zu präzisieren. Die erste Serie von Amendementen, angeholt am 3. Oktober 2024, betrifft die Aufführung von einer klarer Reglementation für die sogenannten neuen nikotinhaltigen Produkte.
Der Approche basiert auf dem, was mir für Nikotinsäcke schon proposiert wird. Sie betreffen hauptsächlich Publizität, Gesundheitswarnungen und Sensibilisierung von der Bevölkerung, sowie die Regeln über die Vermarktung und den Verkauf. Diese Anpassung war nötig, weil diese Neuprodukte, besonders bei Junker, immer mehr und Attraktivität gewonnen. Die zweite Serie von Amendementen, angeholt den 11. Juni 2025, hat hauptsächlich zum Ziel, auf Bemerkung von der EU-Kommission am Kader von der sogenannten TRIS-Verfahren anzugehen. Dabei handelt es sich um ein europäisches Meldeverfahren, das verlangt, dass alle nationalen Gesetzesprojekte mit technischen Normen und die EU-Kommission gemeldet wird, für eine einheitliche Anwendung an der EU zu garantieren. Sie betreffen hauptsächlich technische und redaktionelle Anpassungen. Die Referenz auf Nikotinsalze wird gestrichen, die Etikettierung an Nikotinlimit wird vereinheitlicht und das Verbot für erhitzten Tabak wird ausgedehnt. Zusätzlich haben sprachliche und juristische Korrekturen die Leichtigkeit und Klarheit vom Text verbessert. Herr Präsident, die Damen und Herren, das Projet de loi wird den 20. Oktober 2023 an der Chambre deposiert. An dem Moment danach ist das Projekt am Detail in der Kommission diskutiert gehen und goufe viel Avier in der Sicht. Auch wenn es die gesetzlichen Anpassungen, die am Laufe der parlamentarischen Arbeit noch dabei kommen sind. Lasst mich nur mal kurz auf der Wien angehen. Den Avis vom Staatsrat vom 29. März 2024. Der Staatsrat hat bemerkt, dass ein paar Bestimmungen über die EU-Direktive herausgehen und ein paar Definitionen müssen angepasst gehen. Wenn eine Opposition formell gegen den Artikel 10 erhoben, weil die Regelungen über die Ausbildung von Douansbeamten nicht am Gesetz selber, mehr in einem Reglement Grandikal vorgesehen ist, am Widerspruch zum Artikel 50, Paragraph 3 von der Verfassung ist. Aber wie komplementär vom 12. Juli 2024 der Staatsrat erkennt an, dass der Amendement vom 17. Mai 2024 viel von seinen Bedenken abgegriffen wird. Er erinnert aber daran, dass Nikotinsäcke sowie die neuen Produkte Nikotinik nicht in der EU-Direktive fallen. Und die Freiheit vom Warenaustausch respektieren muss. Und da wenn es eine Notifikation in die EU-Kommission erforderlich ist. Ein paar Oppositionen goufen zurückgezogen, weil die Amendementer hierfür schlecht überholt wurden. Zum Zweiten Avis komplementär vom 26. November 2024. Der Staatsrat begrüßt die Amendementer vom 3. Oktober 2024, die auf seine Kritik reagiert haben, erweist sich aber noch zurückhalten, weil die Notifikationen und Kommissionen nicht gemacht waren und Nikotinlimit nicht vereinheitlicht definiert war. Dann zum dritten Avis komplementär vom 1. Juli 2025. An diesem Avis erkannte der Staatsrat Notifikation an, die dann in der EU-Kommission gemacht ist, und kann somit die Dispens vom zweiten konstitutionellen Vote akkordieren. Hier hat keine weitere kritische Bemerkung zu den Amendementen vom 11. Juni 2025 gemacht. Dann zum Avis vom Collège Médical. Am Avis vom 22. November 2023 hat der Collège Médical das Projet de loi positiv bewertet, erfordert eine spezifische Definition vom Begriff Dispositif chauffant, der sich in der belgischen Recht orientieren soll. An den späteren Avisen hat der Collège Médical seinen favorablen Standpunkt konfirmiert, auch nur verschiedenen Amendementen. Am letzten Avis vom 9. Juli 2025 rekommandiert er eine Impactanalyse von den Nikotin-Sevrage-Produkten und Schaffung von einem einheitlichen Regime für medizinische Nikotinprodukte, für Gleichgewicht zwischen Gesundheitsschutz und Proportionalität zu garantieren. Dann zum Avis von der Chambre de Commerce. Am Avis vom 5. März 2024 hat die Chambre de Commerce das Projet de loi aus einer Form aufgelehnt. Sie unterstützt zwar Ziele von der EU-Transposition, aber gesagt eine Überreglementierung, die die Wirtschaft und die Attraktivität vom Land könnte beeinflussen. Sie kritisieren unter anderem die Fehler von einer klaren Definition von erhitzten Tabaksprodukten, das Verbot von Guen und Aromen auch für Zigarren und Zigarilloen, die inkonsequente Erweiterung vom Begriff Oral Tabak nasal, das Verbot von grafischer Repräsentation auf Automaten und Fehlen von einer Übergangsfrist von mindestens 24 Monaten. An den späteren Avisen bleibt die Chambre de Commerce kritisch für allem, was Nikotinsäcke angeht, die als eine mannerschädliche Alternative für Firmen angesehen gehen. Sie halten Nikotinlimit von 0,048 mg pro Säckelchen für unrealistisch
und Warnetiketten 14 strikt. Am wie vom 22. November 2024 verweist Chamber professionell op ähnliche Bemerkungen wie die EU-Kommission an einer Memberstaaten. Sie fordert eine Adaptation von den Warnungen und Produkttypen und bleibt bei ihren Bedenken über die Freiheit vom Handel, Proportionalität und juristische Sicherheit. Am letzten Avis vom 7. Juli 2025 hält Chambre de Commerce in ihrer Position fest, ohne neue Bemerkungen zu den letzten Amendementen zu machen. Zum Avis von der Fondation Cancer, also einem Avis vom 13. August 2024, begrüßt Fondation Cancer, die übrigens am Kader von der parlamentarischen Arbeit von der Kommission empfangen wurde, das Projet de loi angesehen als wichtiger Schritt für eine konsequente Anti-Tabakspolitik. Sie fragt aber mehr Schutz für Jugendliche, erwartet Nikotinsäckelcher nicht als Sevragmittel, mehr echt als möglicher Startpunkt für Firmen, die auf Gesicht gehen. Die Fondation zieht auch die Aufmerksamkeit auf die hohe Popularität von waschgehäumten E-Zigaretten. An ihren späteren Avien begrüßt sie, dass die neuen Nikotinprodukte an dem Projekt abgegriffen werden, bleibt aber kritisch, weil die Zigaretten noch immer nicht aufgedeckt sind. Sie fordert dafür ein komplettes Verbot vom Konsum und Verkauf von diesen Produkten an allen öffentlichen Räumen und ein Verbot für alle Minderjährige. Am Avis vom 3. Juli 2025 bleibt die Fondation bei ihren Bemerkungen und bedauert, dass das Gesetz zu lange auf sich warten gelassen wird, weil noch immer ein klares Reglement für neue Nikotinprodukte existiert. Dann zum Avis vom Ombudsmann für Kinder, Jugendliche, dem OKJU. Aus einem Avis vom 18. November 2024 warnt den OKJU für die Gesundheitsgefahren durch neue Nikotinprodukte, weil ihr Inhalte DAX unbekannt sind und Jugendliche besonders vulnerabel bleiben. Hinten erstreicht, dass das Produkt nicht für das Sevrage gedurcht sind, mehr echter, Neujunker und Nikotinkonsum aufheuern. Zusätzlich weist ihr auf die Umweltprobleme durch waschgehäumte E-Zigaretten hin, die an andere Länder schon teilweise verboten wurden. Der OKJU rekommandiert dafür ein Verbot von Firmen oder Vapes am Auto, wenn Kinder unter 18 Jahren dabei sind, und ein Verbot vom Konsum von Nikotin und Tabaksprodukten auf Spielplätzen, Sportsensembles, die für Jugendliche besichtigt gehen. Dann zum Avis von der Conférence Nationale des Élèves von der KNAL. Also ein Avis vom 11. Juli 2025 wird KNAL darauf hingewiesen, dass viele Schüler, rund 25%, schon Nikotinsäckelchen konsumiert haben. Dem verweist ein zuhältender Missbrauch bedingt durch ein mangelhaftes Kontrollsystem und den sozialen Druck an den Schulen. KNAL fordert dafür schnell gesetzlich und pädagogisch Maßnahmen für diese Entwicklung entgegenzuwirken. Herr Präsident, die Damen und die Herren, schlussendlich will ich noch erwähnen, dass die Fraktion LSAP und den ADR respektive den 15. und den 31. 2024 am Oktober Propositionen von Amendementen zum Projet de loi angeregt haben. Das Amendementen wurden an der Sitzung vom 6. November 2024 diskutiert, aber von der Majorität verworfen. Die Amendementen von der LSAP hatten zum Ziel, mise en marché, den Verkauf, Verdelung, gratis offeren, Detention vom Verkauf und Importation für kommerzielle Zwecke von Nikotinsäckelchen komplett zu verbieten. Das Amendement von der ADR wollte die Quantität von Nikotin pro Säckelchen und die Zusammensetzung von den Ingredienten anpassen. Zusätzlich will ich die Arbeit von der Salon Scientifique aufheben, der wichtige Beitrag zu den parlamentarischen Diskussionen gelegt wird, indem sie den Kommissionsmembern fachliche Erläuterungen über neuropsychologische und Suchtwirkungen von Nikotin zur Verfügung gestellt wird. Und hallo, schwatzen Sie meine Rolle als Sprecherin von der CSV-Fraktion. Aber wenn mich an diesem Teil besonders auf Nikotinsäckelchen und die neuen nikotinhaltigen Produkte konzentrieren. Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich habe rezent mit einem Mann geschwätzt, der 14-jährige Junge am Spital lag. Mit einer Nikotinvergiftung, wenn's Nikotinsäckelchen. Sie sagt mir, ich hätte gar nicht gemerkt, dass mein Junge so etwas benutzt. Das ist genau die Realität, in der wir heute stehen. Das weist, wie unsichtbar das Gefahr ist.
Wir stehen für eine neue Form versucht, die sich löser an als Gesellschaft herausschleicht. Unsichtbar, geruchslos, mir nicht unschuldig. Es geht die neuen Nikotinsäckchen, die 100 Durvalöps geklemmt gehen, ohne Dampf, ohne Geruch, ohne Spur. Genau das macht es so gefährlich. Sie gehen an die Schulen, an die Lyceen, sogar an die Busse benutzt, ohne dass einen sie bemerkt. Sie gehen diskret gedeelt, wie früher der Knatsch. Aber sie drohen eine ganz andere Gefahr an sich. Nikotin. Nikotin ist ein starkes Nervengift. Bei zu viel Nikotin besteht Vergiftungsgefahr. Es beruhigt und stimuliert gleichzeitig. Eine Kombination, die sehr eine Unabhängigkeit schafft. Ein einziges Säckelchen kann so viel Nikotin enthalten wie ein paar Zigaretten. Die es regelmäßig benutzen, haben sehr eine Konzentration am Blut, die nicht nur süchtig macht, sondern auch schiert und Herz, Kreislauf und Gehirn hinterlässt. Medizinisch gesehen führt Nikotin zu einem erhöhten Herzrhythmus, zu einem höheren Blutdruck, wie die Forschung weist. Es beeinflusst die Gehirnentwicklung von Jugendlichen und laut WHO ist Nikotin höchstsüchtig. Dabei könnte, dass das Produkt an Aromen, Farben angeboten wird, die in Chlor und Junker geriecht sind. Orange, Honig, Melone und Apfel. Sie gehen als Lifestyle-Objekt vermacht, nicht als Gesundheitsgefahr. Das macht es attraktiver gefährlich gleichzeitig. Ein rezente Umfrage von der Conférence Nationale des Élèves du Luxembourg hat gewiesen, dass 1 auf 5 Schüler so Produkte schon benutzt wird. Das ist nicht nur eine Statistik, das ist ein Alarmzeichen. Dafür ist das Gesetz für ein Gesetz für das Jugend. Es geht darum, sie zu schützen, ihr es zu spät ist. Das Projekt limitiert Nikotinquantität, verbietet den Verkauf Minderjähriger und stärkt die Aufklärung über die Risiken. Es setzt ein Klarzeichen. Wir akzeptieren nicht, dass eine neue Generation an Sucht gerät, ohne zu merken, und just weil das Produkt besser vermarktet gehen. Politik hat eine Verantwortung. Und dieses Projekt de loi ist ein wichtiger Schritt, für sie zu überholen. Es geht heute nicht just um technische Regeln oder juristische Präzisionen, mehr eine Frage von Haltung und Überzeugung. Für die CSV ist klar, Politik hat die Pflicht, zu schützen, zu guidieren und zu kontrollieren, wo notwendig ist, aber immer mit Maß, mit Vernunft und am Dienst vom Mensch. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, es gibt Stimmen, die komplette Verbot von Nikotinsäckelchen gefordert haben. Mit dieser Regierung hat sich für ein mehr differenzierte Weg entschieden, Kontrolle und Platzverbot. Die Grenze von 0,040 Milligramm Nikotin pro Säckelchen spielt dabei eine zentrale Rolle. Das Limit soll eine Balance zwischen Gesundheitsschutz und Regulation schaffen. Es geht nicht darum, den Marché zuzumachen und Produkte komplett zu verbinden, mehr eine klare Kontrolle zu garantieren, über die Qualität, die Zusammensetzung und Vermarktung. Das Projekt de loi orientiert sich an den deutschen Dispositionen. Wir wollen vermeiden, dass neue Nikotinprodukte ohne klare Regeln und ohne Qualitätskontrolle auf den Markt kommen. Das ist der Weg vom Pragmatismus. Nicht alles verbieten, aber klar reglementieren. Dabei hat der Minister ja an der Kommission klar gesagt, dass sie die Entwicklung in anderen Memberstaaten weiter genau observieren. In der Europäischen Union war eine Harmonisierung wichtig, für vergleichbare Schutzstandards zu garantieren und Marktlücken zu vermeiden. Ministerisch hat ja auch die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, Gesetze zu einem späteren Zeitpunkt nach einer Kehr anzupassen, wenn es sich auf EU-Niveau Neuentwicklungen oder Richtlinien aufzeichnen. Das weist, dass diese Politik nicht dogmatisch, mehr auf Fakten, Erfahrungen und Dialog aufgebaut ist. Eine Politik, die observiert, lehrt und reagiert, wo es übrig ist. Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, mit diesem Projekt de loi geht ein klares Signal gesetzt. Nikotin ist und bleibt eine Sucht, auch wenn die Form sich geändert. Politik darf nicht Hand laufen, wenn der Marché immer mehr kreativ wird. Wir müssen Führung schaffen, am Platz Hand zu laufen. Für CSV ist das kein kleines Projekt, mehr ein Teil von einer kohärenten Politik für eine gesund, bewusst und verantwortliche Gesellschaft. Das Gesetz bringt Klarheit und Sicherheit und schafft den Kader,
den den Schutz von der Gesundheit und den Jugendschutz an den Mittelpunkt stellt, ohne dabei unnötig zu verbieten oder zu stigmatisieren. Das ist ein pragmatischer Schritt, den Kontrolle über die sehr wachsende Marché sichert und eine kohärente Anpassung und die europäische Dynamik ermöglicht. Das ist die Grundlage für eine Politik, die schützt und für allgemein nachhaltig handelt. Und das genau in diesem Sinn, der CSV-Fraktion euch hier rekommandieren, diese Projekt de loi mitzustimmen. Merci für das Zuhören.